Aber ich mag wetten, die sind irgendwo da vorne. Das war nämlich nicht weit. Sag das, du sind's doch. Sag ich's nicht. Ich Trottel bin immer gerade vorbeigerannt. Ja, der Kumpel. Schluss mit lustig. Das habe ich lang genug gesagt. Ins Gebein. 2 Stück gerade, oder wie? Na gut, Alter, nur einer. So, Hamperer. Das ist der Beste, oder wie? Na gut, ich bin besser. Bin ja der Meister von Bakarisch und von Murasul. Jetzt habe ich es auf jeden Fall der Schlunge. Ja gut, die Suche davor war nicht so schlimm. Da habe ich zumindest Ramirez gefunden und einen Haufen Erfahrungspunkte verdient. Schätze die kann ich, ha? Ja gut. Zurück nach Murasul. Das heißt jetzt, wir gehen jetzt erstmal oben zu Cafu. Der war da unten. Wir springen natürlich. Geht schneller. Die Wachen sind erledigt. Ausgezeichnet, Vater der Stärke. Natürlich hast du dir eine Belohnung verdient. Wenn du mir jetzt noch mein Gold wiederbringst, kannst du dir meines unendlichen Dankes sicher sein. Hier hast du deine 700 Goldmünzen zurück. Ich danke dir, Vater der Klugheit. Nimm dieses Wasser und einen Teil meines Goldes als Zeichen meiner Dankbarkeit. Meine Gebete begleiten dich auf allen verdorrten Wegen, die du gehen wirst, mein Freund. 5-mal Wasser und 200 Gold. Zeig mir deine Ware. Gegengift. Heiltränker oder kann ich? Nimm mal mit. Jetzt habe ich auf jeden Fall, Moment. Jetzt haben wir Ruf 80. Das heißt, wir kommen zu Gonzales rein. Wie die Zeit. Pass auf, wir fliegen auf ihn. Vielleicht schauen wir noch mal bei dem anderen vorbei. Brandao, wo wieder geheißen hat. Onkel Brandao. Da ist er. Bandauro. Cafus ehemalige Wachen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kriegst doch eine fette Belohnung. Gonzales wird stolz auf uns sein. Sag das. Erfahrung und 1000 Gold. Kann ich mit Gonzales sprechen? Gonzales ist sehr beeindruckt von deinen Taten. Wenn du mich fragst, wirst du es bei den Assassinen weit bringen, wenn du so weitermachst. Danke. Das wollte ich hören. Geh am besten gleich zu ihm. Er erwartet dich. Ja, Kumpel. Wenn ich so weitermache, dann bringe ich bald alle Assassinen um. Weil sie mir vertrauen. Ja, schau mal, Sio. Das rümpf ich. Ich danke dir, Herr. Dem reichsten Mann der Stadt zu gehören, bringt mich meinem Ziel ein großes Stück näher. Du wirst sehen, eines Tages werde ich Gonzales Frau sein. Na dann, viel Glück dabei. Gonzales Frau möchte sie werden. Im Moment ist gerade Putzfrau. Ningal.
Du hast dich also um Morasul verdient gemacht. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Ich habe Ramirez im Ruinenfeld gefunden. Er ist tot. Das ist außerordentlich bedauerlich. Die Ruinen sind sehr gefährlich. Doch er kannte die Gefahr. Er konnte sie einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Sandcrawlern gefressen wurde. Nein, sein Tod hängt mit seinem Auftrag zusammen. Hier, das ist für dich. Welchen Auftrag hatte Ramirez? Aus Bensala ist eine Lieferung Erzrohlinge gestohlen worden. Einige davon sind hier in Morasul bei den Händlern aufgetaucht. Ich habe Ramirez auf die Sache angesetzt. Er verfolgte eine Spur. Er glaubte, den Erzdieb gefunden zu haben. Und wahrscheinlich hat er das auch. Du glaubst, dass der Erzdieb auch der Mörder ist? Ich will, dass du an der Sache dranbleibst. Finde seinen Mörder und räche Ramirez. Aber sei dir sicher, dass du den Richtigen erwischst. Der Mörder von Ramirez. Ja und? Was interessiert mich der Mörder? Aber jetzt gehen wir erstmal zu González. Der wird nicht schon. Ne, oder? Und dann sind wir wahrscheinlich wieder sauer. Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Lassen wir das. Ich will mit dir reden. Na gut. Du hast es bis zu mir geschafft, also soll deine Mühe auch belohnt werden. Lass uns reden. Erzähl mir was über die Orks. Sie werden von einem eisernen Willen angetrieben, der sie sogar bis hierher geführt hat. Bemitleidenswerte Kreaturen. Die Orks sind in die Wüste gekommen, obwohl sie das Klima und die heiße Sonne gar nicht vertragen. Wenn du mich fragst, werden alle im heißen Sand der Wüste verrecken, noch bevor der nächste Sommer naht. Ich mache mir Sorgen um die Nomaden und ihre geistigen Führer, die Wassermagier. Wo ist das Problem mit den Wassermagiern? Die Nomaden folgen ihnen und ihrem falschen Gott Adanos. Wir versklaven die Nomaden, trotzdem scheint ihre Zahl nur noch größer zu werden. Sie plündern unsere Häuser, überfallen unsere Karawanen und haben nur eins im Sinn: die Vertreibung unseres Volkes, der Assassinen aus der Wüste. Wenn wir ihre Führer, die Wassermagier, töten, wären sie nicht mehr so zuversichtlich und mutig. Die Wassermagier aufspüren und umbringen. Das tun wir nicht. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über die Schlüssel? Also gut. Wir sind beide Geschäftsmänner und ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes und drehen in der Wüste jeden Stein um. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Meiner bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an? Ja gut, wenn es sonst nichts ist. Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, du bist schlau genug, um dir das Gold von den Orks zurückzuholen. Jetzt habe ich auf jeden Fall Schlüssel Nummer 4, gell? Hat 10.000 gekostet. Aber die Kohle haben wir. Jetzt haben wir noch 86.500. Das geht schon. Lehrpunkte 40. Pass mir auf. Jetzt werde ich was ausbauen. Meisterbogenschütze. Orkjäger. Und zwar habe ich herausgefunden, wer man Orkjäger beibringen kann, gell? Habe ich offline ausprobiert. Und zwar muss ich dafür. Da muss ich. Moment. Da oben.
Nach Nemora. Trellis, pass auf. Jetzt fliegen wir nach Trellis. Wo war die Rune? Die war's. Auf nach Trellis. Ins Grüne. Weg da zusammen. Bisschen Abwechslung, gell? Vom ganzen Wüstensand. Und wenn ich mich recht erinnert, liegt Nemora irgendwo da oben in die Berge. Da waren wir vor langer Zeit. Und da hinten geht nach Geldern. Aber da gehe ich nicht hin. Da bin ich relativ unbeliebt. Und ich glaube, für Nemora habe ich nie eine Rune gefunden. Das heißt, ich musste immer zu Fuß laufen. Aber so weit ist er nicht, gell? Und es ruckelt. Eine Erdechse, ja gut. Das ist keine Bedrohung. Eine Schlange. Gleich da die Schlange. 10 Erfahrungspunkte sind 10 Erfahrungspunkte. Scheißegal. Wir nehmen Nüsse mit. Ein Karnickel. Den nehmen wir mit. Der ist schon krank und schwach. Check das. Und eine Karnickelkeule. Ein Hirsch. Der Scheiß schön. Der Beschütthirsch. Jetzt müssen doch bald einmal Nemora auftauchen, oder? Oder da ist ich mich. Ach, da unten sind's. Rebell. Randall. Die schnaubenden Urviecher vor Nemora sind Geschichte. Potzblitz, das sind gute Neuigkeiten. Wir können uns demnach jetzt endlich mal entspannen. Ich denke, damit hast du Anspruch auf einen Teil unseres Goldes, Fremder. Sag das. Da hab ich noch gar nicht abkassiert. Bring mir was über die Jagd bei. Und der Typ da, komm mal. Orkjäger lernen. Für 15 Lernpunkte. Und 3500 Goldstücke. Wie werde ich Orkjäger? Lass dir Zeit und visier ihre Schwachstellen an. Kopf, Hals, ungeschützte Körperstellen. Du weißt, was ich meine. Dann schick deinen Pfeil auf die Reise. Wenn du geschickter wirst, richtest du auch mehr Schaden an. Sag das. Jetzt haben wir noch 25 Lernpunkte. Da muss ich noch schauen, wo ich mit denen anstehe. Zeig mir deine Ware. Hat denn der irgendwelche Pfeile? Nicke. Eine Paladin-Rüstung für 190.000. Ah, ich seh schon. Dafür muss ich noch lang sparen. Der Tyler. Zeig mir deine Ware. Holzschild. Ja gut. Pfeile oder keine? Der Finlay.
Was möchte der? Nach Trellis gehen? Nein. Ich glaube, der hilft mir beim Säubern von Trellis, oder? Machen wir aber später. Das heißt eigentlich, wir können wieder zurückfliegen in die Wüste, oder? Da sind wir erstmal fertig. Ich wollte nämlich gerade Orkjäger lernen. Pass auf, meine Missionen. Der Mörder von Ramirez. Wir suchen jetzt erst einmal die Kelche. Wie viel haben wir? Seelenkelche. 3 Stück. Das heißt 2 Fenner. Abri, Kadabri. Und Fut bin ich.